und weiter geht's mit dem Szenario zu Gespenster, tötende Flammen. Was wir jetzt offenbar abschließen können. Oder Solo-Modus oder wie auch immer. Obwohl die Welt der Menschen friedlich geworden war, ging der Kampf zwischen Shiranui-Stil und Gespenstern weiter. Der Shiranui-Samurai und der Geist des Gründers vereinten sich zur Shiranui-Shogun-Sage. Er tötete zahlreiche Gespenster, konnte sie aber nicht auslöschen. Der Shiranui-Samurai war geistig und körperlich hervorragend trainiert und äußerst geschickt, aber er reichte nicht an das großartige Kampfgeschick des Gründers heran. Um die Gespenster abzukapseln, bereiteten die Shiranui-Stilkameraden eilends letzte Maßnahmen vor. Die Gespenster, die dies bemerkten, belagerten die Festung, die ihnen als Basis diente. Inzwischen bereiteten die Shiranui-Stil-Samurai des Shiranui-Stil-Samsara vor. Sie kombinierten Shiranui-Seelenmeister und Shiranui-Solitär und schufen so ein Tor zwischen ihrer Welt und der Welt der Geister. Was soll mit dem Tor geschehen? In der kalten Atmosphäre erhalten die Gesänge der Samurai wieder. Die Gespenster umstellten die Festung und zogen den Belagerungsring immer enger. Als die Gesänge ihren Höhepunkt erreichten, erschien durch das Tor die ultimative Shiranui-Stilkraft, der Gründer und Kulminationspunkt. Auf Level 10. Es war die Form der Shiranui-Sonnensage. Die Gespenster erschraken. Einige unter ihnen erinnerten sich noch, wie dieser junge Samurai sie besiegt hatte. Die Macht der Shiranui-Sonnensage war enorm, als er die übrigen Gespenster niederstreckte und erfolgreich abkapselte. Und so ging der Krieg, der über Jahrhunderte zwischen Shiranui-Stil und Gespenstern getobt hatte, zu Ende. Gemäß Überlieferungen. Erbe des Shiranui-Stils, geht clear. Alles clear oder was? Feuer dieser... zum Start? Nein, eigentlich nicht. Ich will ein Duell. So, nehmen wir noch um Shiranui-Stil-Dinger. Ja, ein paar kennt man noch, kenne ich jetzt noch. Leihdeck, mein Deck, gegen das Deck des Gegners. Dunkle Nacht Shiranui, ich hab helle Nacht Shiranui oder was? Nachtwelt Shiranui, Nachwelt. Schwierigkeitsstufe 4, gar kein Problem, ey. 4, 5. Auch 10, locker. Was? So. 2 Feldzauber, ernsthaft? Ah ja. Schön. Wunderbar. Ja, der bringt's. Genauso wie der. Oh, der hier. Wenn Schreckennächte ist aktiviert. Nee, passt noch. Passt immer noch. Nee. Ja, was bringt's? Ja, toll. Jetzt aber. Autsch. Das tat doch weh, oje mine. Es tat so weh. Wow, die voll krasse Karte. Aufblühende Blüte.
Ja, bringt mir nichts, ich habe schon eins. Ah ja. Mhm. 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 Schwierig bisher, Freunde. Schwieriges Duell. Aber schwierig, da irgendwas zu machen. Ja, das Ding wollte ich eigentlich selber rufen. Autsch. Eigamba. So, warte mal. Hä? Kann ich eben den Effekt nicht nutzen oder was in der Blüte? Coole Animation. Hm. Ja, weiß ich nicht. Yay? Ah, nee, ich weiß doch auch nicht, Freunde, was das Ganze soll. Das Ganze war schon creepy in dem Moment, wo ich den Effekt nicht nutzen konnte, weil es waren doch diese Banshee, die wurden mir ständig angezeigt, aber die andere Karte nie. Ja, weiß auch nicht, komm, egal, einfach mal an. Wir wollen noch ein bisschen Damage drücken. So. Was? Ja, super. Okay. Freunde, Link-Beschwörung. Vampir-Saugerin. So, aber ein nur gemacht, damit ein scheiß Monster nicht mehr direkt rufen kann, aber spielt keine Rolle, weil er hat so viele Karten auf der Hand. Also, ja, natürlich auch noch. Hä? Warum rufen jetzt ein eigenes Monster? Natürlich. Ein bisschen creepy ist es. Okay.
Ja, Moment. Eine kann nach der anderen, bitte. Ah, nur ersetzen. Ja, spielen direkt kann ich es nicht. Ja, entweder Scheiße. Ja. Nett, oder? Da ist die Kette, sie wurde aktiviert. Nein, 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 der noch nicht. Da ist der Kettenmann, der mit der Kette kann. Was? Ritualbeschwörung, lang nicht mehr gesehen. Ja, komm, was soll das? Soll das? Das lief nicht so wie gewollt. Victory is not our. Scheiße. So, aber gleich nochmal, komm. Irgendwie das mit der Blume hat es mir irgendwie total versaut. Den meinen zweiten Zug oder so, ich weiß nicht, wieso ich den nicht richtig rufen konnte. Nett. Warte mal, einen kleinen, feinen Schnellzauber. Zagebums. Und aber irgendwie einen Empfänger mit ein bisschen höheren Stufen. Man kann ein bisschen richtig schön reinhauen. Neue Knappin als Spektralschwert, wa? Tja, warum eigentlich nicht? Ja, da war natürlich eine Spezialbeschwörung. Oh, Gottes Willen, ey. Enmas Urteil. Hm. Ah, hätte ich wieder von vorne anfangen müssen, Freunde. Oh Mann, ey. Ja, das jetzt knapp hinzurufen wäre cool, aber der Effekt sieht ja ein bisschen anders. Ja, genau. Macht es natürlich so. Mhm. Da kann nutzen kann er trotzdem mal. Hat sicher was Brauchbares. Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, so müsste jetzt funktionieren. So, geht doch. Untergangskönig. Ach du Scheiße. In der Spielfeldzone liegt. Oh.
So, und ziehe ich mal schön Zombie-Welt. Yeah! Ich spiele Zombie-Welt. So, kann sonst leider nichts momentan aktivieren. Dann mache ich erstmal den hier, weil ich könnte nachher wieder 2 davon oder so zurück ins Deck packen. Beschwörung? Tatsächlich. Oh. Also ist langsam fertig. Herz der Karnensbauer, nochmal eine ganz krasse Karte. Was? Ja, gut. Das haben wir uns, wäre nicht so das Problem. Aber die kann ein bisschen Friedhof sein, das ist ein Problem. Warte mal, war das nicht irgendwie der Side-Effekt da, weil sie kein verbannt wird? Ah, Mist. Erst wenn sie verbannt wird. Nur zu früh. Die Frage ist, ob ich ein Stufe 3 Ding rufe. Warte mal, ich habe hier 4, dann gebe ich ein Stufe 7 Monster. Okay, der Effekt sieht cool aus. Rotäugiger Zombie-Nekrodrache. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Vieh? Warte mal, hier drin noch. Rufen kann ich es mal. So, was kann ich jetzt alles Schönes rufen? Eben den Nekrodrache, ne? Der würde ordentlich reinzimmern. Können auch die rufen, die er auch schon draußen hat. Also nicht so viel, den knappen Sage. Spielzug kann man kontrollieren, also einen Friedhof finden, wenn nach einem Effekten Zombie. Du kannst dann. Was? Oh, der ist weg, dann schlecht. Ich habe momentan leider kaum das Brauchbares auf dem Feld. Ja, er muss schon den nehmen. Rotäugiger Zombie-Nekrodrache. Keine Ahnung, woher der plötzlich kommt. Ernsthaft. Darf ich erstmal gucken, was das gerade für eine Karte war, die er gespielt hat? Ah, die hier. Ah, Mist. Die verbannt, also von dem her. Mann, aber war die Strategie so geil. Ah, ist doch scheiße, Mann, Leute. Kann gleich normal ran.
Es war jetzt aber so die ganzen jetzt sind es halt auch stärkere Decks und so und mit ein bisschen mehr Strategie. Was will auch ein bisschen Zeit, bis es alles Intus hat. Und irgendwie im RX jetzt irgendwie mit den Elementarkriegern zum Beispiel. Oder irgendwie diesen Kristallkriegern. Das war irgendwie mehr mein Ding als das hier. Weiß nicht warum. Kein Plan. Oh. Das sieht irgendwie ganz cool aus. So, Freunde, Synchrobeschwörung. Ein Friedhof erfinden, das ist eben das Spezielle, dass wir Synchromonster nutzen können, aber eben. Egal, kann man nehmen den hier. Der kriegt schön Power. Mit auf den Weg. So, der geht ja erst bei. Schwer zerstört, dann kannst du 15 und den Friedhof verbannen. Hier natürlich nur genau mit 5 Zombies, wa? Ja, der einzige Nachteil. Aber jetzt muss er erstmal ein Monster rufen, was stärker als meins. Und meins kriegt er sowieso mehr Power, je mehr Zombies es auf dem Feld hat. Also insofern. Und im Friedhof vor allem. Da muss er jetzt ein starkes Vieh rufen. Ja, das wäre noch nicht genug. Ich habe noch ein paar mehr Zombies im Friedhof. Eine Zombie-Welt. Dankeschön, Spiel. Irgendwie eine spezielle Fähigkeit oder so. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Friedhof gelegt wird. Index trotzdem mal verkehrt verdeckt, aber man weiß nicht, was passiert. So. Okay. Der andere Effekt war mir ja klar, aber der hier. Okay, cool. Und noch mehr Power. Der hat doch eine lange Leitung, wa? Ja, auf der Stufe 8 Monster, meins trotzdem noch stärker. Aber gleich auch nicht mehr. Also kriegt der einen Boost dazu. Ja, super. Das heißt, der 5 Zombie Monster muss er verbannen. Ich habe gar keine 5 Zombies, da bringt es nichts, die Karte zu spielen. Noch nicht zumindest. Ey, ganz ehrlich, ey. Ja, komm, spiel doch eine Kombi nach der anderen. Lass mich gar nicht mehr zum Zug kommen. Ist okay. So ist Duel Monsters halt oder Yu-Gi-Oh! Whatever. Ja, für mich insofern ein bisschen nervig, weil ich so natürlich auch ein bisschen Probleme habe. Sag jetzt mal. Da irgendwie guten Content zu liefern. Ne? Aber ist jetzt halt bei diesen Spielen so, shit happens.
Kann auch mal passieren, dass eine Folge lang nichts passiert. Wie jetzt die Folge. So, was machst du jetzt, hä? Der Synchro schon wieder. Ah, jetzt ruft er ihn hier. Den Effekt dann annullieren nehme ich jetzt mal an, weil wenn du irgendwas machst. Ja, ich würde definitiv sagen, das lasse ich jetzt nicht zu. Wenn es mir nicht so viel bringen wird, merke ich gerade, weil er wieder so ein scheiß Synchro-Ding gemacht hat. War ein Monster. Ja, ich glaube, ich verbann dich mal. Ernsthaft vom Friedhof aus? Ja gut, ist ein Ketteneffekt, aber trotzdem eigentlich auf dem Friedhof. So, warte, haben wir schon 5 Monster? Ne, sind noch keine 5 Zombies, scheiße. Hey, ganz ehrlich, da kannst du machen, was du willst, die kontern dich immer aus, ist doch scheiße. Und der nutzt einen Synchro oder Link-Beschwörung nach der anderen. Ja, ich weiß, es sind harte Duelle und so, aber irgendwann ist auch mal gut, Freunde. Also irgendwo muss er auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, der Ruber hat das Spektralschwert selber. So, na geht er eh auf den Friedhof. Insofern auch kein Problem, greif einfach mal an, wa? Hallo, da bin ich. Was ist was? Jo, gerne. Da kommt er wieder zurück. Wieso muss ich einfach sagen, nee, will ich nicht. Brücke der Zombies. So, was könnte da Schönes rufen? Das bin ich mal gespannt, ey. AI natürlich. Doof. Verwandte und dann Friedhof fliegen ins Exodus zurücklegen, kann sie Karten zerstören. Bringt mir, muss man ganz ehrlich sagen, gar nichts der Effekt, aber trotzdem nutze ich jetzt mal den, also rufe ich jetzt mal. Einfach mal anzugreifen, ich muss den Effekt nicht nutzen. Emmas Urteil, einer mehr beschwört, genau, dann geht er später, Rücke der Zombies. So. Und einfach ganz stumpf angreifen. Ja, aber ist für ihn langsam auch knapp. Sonst hat er eigentlich nichts mehr, wa? Dann kann man zerstören, kann den Friedhof verbannen. So. Mein Sekundäreffekt an dem Viech ist auch cool. Er ist ja auch der große Held, war der ursprüngliche, also der Herrscher, wie auch immer. So. Und da ich einen Spielfeldzauber habe, kann ich ihn immer nutzen.
Der Effekt ist halt auch nice. Ich könnte es mal nutzen, ganz ehrlich. Kann ich ihn rufen? Hehe. Du kannst einfach ein Monster ins Deck mischen, verbannen sie, das kann Sinn, pro Zug, ja komm. Ja, machen. Ne, den sicher nicht, aber den hier. Und der andere war ja verbannt, hey, der trotzdem nutzen können, egal, komm. So. Ja, stimmt, ich könnte noch was rufen. Ich könnte auch... Ne, Linkbeschwörung hier nicht. Beziehungsweise noch nicht, wa? Kann man dann nachher machen. Aber den hier kann ich nutzen. Du kannst einen Monster von Zombie wählen. Ja, gut. Dann mir eine Karte ab. Warte mal. Wie ein Zombie denkt in der Hand. Okay, gut. Das bauen wir momentan nicht. Sparen wir für später auf. So, wie sieht es denn damit aus? Level 2 plus. Ah, scheiße. Simon Synchro. Ja, aber wenn ich 3 dafür opfern muss, ist scheiße. Sie eine Karte. Der Effekt ist gar nicht mal so schlecht, aber ganz ehrlich, aber so starke Synchro-Mons auf dem Feld, wäre irgendwie Quatsch, wenn er da irgendwas nutzen würde. Genauso wie den jetzt. Ich greife lieber an. Ich ruf mir einen Zombie, ich ruf mir einen Zombie. Denn ich lieb meine Zombies. Komm, ich ruf den hier. Ah, ein Linkmonster kann trotzdem hier unten rufen, krass, wa? Oder ihn platzieren vor allem. So. Ja, vorhin haben wir es doch noch geschafft. Hey, alter Schwede, das hat gedauert. Also halten wir fest, wieso bei diesen Structure Decks auch Zombie oder Samurai-Zombies sind cool, du musst aber halt ein Deck wirklich beherrschen und kennen vor allem. Das, was ich gemacht habe, war natürlich schon auch ein bisschen doof, so immer zu gucken, habe ich der Effekt schon wieder in Kombination, das und das. Das dauert halt, wa? Das ist ganz klar. So, Freunde, haben das auch gemacht, also hier bei einem Gespenst tötende Flammen. Fehlt noch ein Duell, Stufe 5 Duell. Wir können theoretisch zu den Elementarkriegern zurückkehren, hier noch etwas machen, haben wir auch gesehen. Ich überlege aber, ob wir in der nächsten Folge nicht lieber hier mit getriebter Gerechtigkeit weitermachen sollen. Ich glaube, das würde sich irgendwie anbieten. Machen wir ein bisschen was Neues und so. Ja. Wie dem auch sei, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, fürs Ausharren und hoffe doch bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bye bye.